Willkommen zurück, Freunde, zu einer der ziemlich sicher letzten Ausgaben hier vom Let's Play zu Pokémon Sonne und Mond. Sonne soweit abgeschlossen, was ich zeigen wollte mit der Hauptstory. Jetzt Mond noch ein bisschen der Abschluss. Es geht vor allem darum, der Weg zur Liga, sich noch ein neues Pokémon fangen, wenn ich es irgendwie finde. Noch ein bisschen Offscreen trainieren und so, wegen Level Cap von 58 für die Liga. Ich will es nur bis Level 55 machen, das Team. Und dann die Liga. Warte mal, war hier oben noch ein Kampf gegen... Ich bin mir ganz sicher, wann der kam. Tali, ist der noch hier oben? Ich glaube nicht, wahr? Ein Kampf gegen Tali kommt zwar noch, aber das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. So, ja, auch hier gibt es noch die Alola-Versionen von Sun und Mond. In Sonne wäre es halt Vulpix. Doch alles gezeigt, sehr effektiv, bringt natürlich alles nichts, deswegen gehen wir wieder. Tschüss! Ja, ich suche um ein Pokémon, es ist nicht Sandan. Es ist ein Drache. Ein Drache, den man halt nur hier oben findet. Es ist ein geheimnisvoller Drache. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo genau der jetzt ist. Natürlich meine Liste schon zugemacht, war natürlich jetzt nicht ganz so clever, wenn man ganz kurz, vielleicht schafft ich es noch ohne großen Unterbruch. Nee. Vielleicht hat es doch geklappt. Naja, wieso war es überhaupt wieder auf dem linken Fenster? Hä? Das gar nicht rübergeschoben. Seltsam, seltsam. Warte mal ganz kurz. Pflicht. Ja, wenn man halt Fliehen und Flucht gemeinsam will, dann gibt's Pflicht. Ja, eben, ich suche da jetzt noch ein bestimmtes Pokémon. Was für ein Pokémon bist du? Ein Drache will ich... Oh, ein Absol. Das ist auch cool. Das ist ja sehr cool, weil es ist ja ein Unlicht-Pokémon. Das heißt, Geist wirkt nicht, Psycho wirkt nicht, aber Fee wirkt. Oh, das kennen wir natürlich auch. Wo ist der Drachentypus? Da. Also. So, da habe ich dich. Du seltener Drache, du. Jetzt erstmal Zauberschein, Augenschein nehmen. Ah, Augenschein, versteht ihr? One Hit. Okay. Den Drachen, den ich suche. Den Drachen, den ich suche. Oh, scheiße. Ist egal, Tali kommt doch noch. Oh, verdammt. Ja, warum ist ein verdammtes Alola Raichu? Ich habe mal so spaßhalber privat aber mal in Sonne mal eine Nuzlocke Challenge versucht. Alter, aber gut, ich hatte auch vielleicht ein paar schlechte Pokémon. Aber an Talis Alola Raichu bin ich damals sogar kläglich gescheitert. Psychokinese, Donnerblitz und dann auch so verdammt schnell. Das war eine Katastrophe. So, okay, muss in die Höhle rein. Ich bin in der Höhle. Hier gibt es eine 10%ige Chance, Pokémon zu finden. Was wir jetzt auch schon haben, ist ein Sneebel. Eigentlich ein ganz cooles Pokémon. Was wir noch entwickeln können, ist Nibuna und so. Schnell, hoher physischer Angriff, aber Nuzlocke-mäßig wohl eher weniger, denn es ist eine ziemliche Glaskanone, sprich ein Treffer und tot, ähnlich wie unser Idefix, sprich der Wolverock. Das müsste Eisstrahl sein? Fragezeichen. Das ist ein Golbat. Also habe Golbat, Sneebel. Ja, Golbat kommt mit 30% Chance, Sneebel mit immerhin 20. Aber so Psychokinese schon gezeigt. Ich glaube noch nicht, oder? Lunala, ja, das kann's. Und da ist er, Freunde, der Eisstrahl. Ist natürlich eine Option für... Rein theoretisch für... Lunala eventuell. Also, ja, warum eigentlich nicht? Nee. Der Quatschutsu wäre es eine Option, muss ich ganz ehrlich zugeben. Andererseits, was Schurken brauchen Nachtieb auch, ist Stab, sowieso Aeroas. Ich habe sonst relativ wenig Flugattacken, oder? Also man könnte eigentlich statt Aeroas
Aber Eros hat natürlich den Vorteil, es trifft immer. Und das brauche ich ja eventuell noch. Und ganz ehrlich, Freunde, ich habe ein anderes Pokémon, was ich Eisstrahl beibringen will. Ja, den Drachen, den wir fangen werden. Klingt seltsam, ich weiß, aber es ist so. Ein Drache, der Eisattacken kann. So, die Chance beträgt 10%, dass er kommt. Ich bin gespannt, wann er kommt. Ob überhaupt diese Folge kommt. Da ist er, Freunde. Es ist Zenlong. Jo, jetzt ist lustig. Okay, Zweibloch. Ja. Er ist normal Drache-Pokémon. Es wäre natürlich cool, wenn er auch die richtige Fähigkeit hätte. Aber bei nur 10% kann ich jetzt nicht großen, will ich jetzt nicht großen Einfluss drauf nehmen. Was kann er bereits? Er kann Sondersensor, okay, das wird wehtun. Drachenpuls wird auch wehtun. Oder es geht aber. Das ist nur die Frage, was nehme ich. War Zauberschaum natürlich ein bisschen fies. Das ist 11 Level. Geist weg natürlich nicht, das normale Pokémon. Ich switche mal und gucke, was er macht. Vielleicht, ich muss ihn irgendwie schwächen. Volt. Also er wird vor allem speziell angreifen. Er hat eigentlich die beste spezielle Verteidigung. Ja, ich will das Vieh haben. Ich hatte noch nie irgendwie so ein Pokémon. Und deswegen fände ich es ziemlich cool. So, eindeutige unsere Flugeule. Okay, Kaipuri Blast das Tier. Viel Glück. Natürlich auch noch Welle geil. Ich meine, klar, ich habe Toxin noch, aber ja, Toxin noch stärker wird. Ich will jetzt mal den Schaden ein bisschen abchecken. Mach keinen Quatsch hier. Also, wirkungslos. Energieball nicht sehr effektiv. Ich teste es mal mit Akrobatik. Ja, Alter. So. Zenlong, ja eigentlich Shenlong, der müsste eher speziell orientiert sein. Das heißt eine höhere Spezialverteidigung, Akrobatik. Ich hoffe, ich kill es nicht. Ich muss noch ein bisschen schwächen. Energieball müsste... Scheiße. Er hat Vegetarier, das war nicht das, was er wollte. Ich wollte eigentlich eine andere Spezialfähigkeit haben. Scheiße. Natürlich können noch weitere Suchen gehen und so, aber... Okay, versuch's mal. Er hat Vegetarier. Ja, vor allem, es erhöht der Angriff, Leute. Angriff brauche ich bei einem Zenlong nicht. Das ging schnell. Stämmchenfang, er lebe hoch. Ja, es ist Zenlong. Gelassenheit. Es ist sehr freundlich und liebt Kinder. Häufig kommt es aus den Bergen herab in die Städte, um mit seinen kleinen Freunden zu spielen. Okay, das kann man auch falsch interpretieren. 3 Meter groß, Gewicht 185 Kilo. Das geht eigentlich noch, wa? Es ist von dem eigentlich eher ein kleiner Drache. Noch nicht, das mache ich dann später. Mein Team, ne, ich steck's mir noch in die Box. Wisst ihr was, Freunde? Ich will ja eigentlich einen Zenlong, ich kann auch Shenlong sagen, will ich eigentlich mit der richtigen Fähigkeit, wenn es geht. Das heißt, ich schicke es mal Kaipur an dieser Stelle, weil dank Energieball kann ich relativ schnell testen, ob es Vegetarier hat. Wenn sie da eins auftauchen sollte, wenn es das hat, hat er Pech gehabt, okay, aber wenn es nicht hat, fange ich natürlich ein anderes. Und, ja. So, das wäre, glaube ich, noch für Glaceolon. So, war der Eisbocken. Glaube ich noch für ein Pokémon? Gar nicht mehr so sicher. Okay, geht's bereits raus. Ja, eine relativ kurze Höhle, wenn man es mal so sieht. Das, wo der Liga war, eigentlich so ostige Straßenmäßig, jetzt müsste eigentlich viel größer sein, aber nö. So, die Hauptstory durchaus wegen, ja, du hast Lunala gefangen oder auch nicht, Solgaleo und so, du hast Ultra-Bestien vertrieben. Lilly, ihre Mutter, ist alles noch cool und so, dann, geh. Geh schnell zur Liga, beend das Spiel, fertig. So kommt es ein bisschen vor.
Ja, hat dazu überlebt. Oh, Nachtief, scheiße. Ja, hohe Crit-Chance, das hätte wehtun können. Was heißt hätte? Es hat wehgetan. Absol ist down. Und wir erreichen Level 52. Das heißt, Kalpura müsste eigentlich nur noch 3 Level trainieren. Bis es so weit hätte, wo ich sagen kann, okay, ich kann ja in die Liga gehen. Weil sonst wird es echt gefährlich. War ich ja schon? Ich bin gar nicht mehr so sicher, ob nochmal so ein Shenlong kommt, keine Ahnung. Die Chancen sind natürlich eher klein, bei 10%. Ich meine, natürlich rein rechnerisch, rein logisch betrachtet, müsste jeder 10. müssen Shenlong sein. Aber darauf kann man sich ja sowieso nie verlassen mit Prozenten, nicht wahr? Doch, hier ist noch irgendwas. Jetzt hat ziemlich sicher so wieder zurückgehen im Weg. Schnäppke gibt es hier auch noch. Ah, na klar, eine Eishöhle. Finontor jetzt vielleicht weniger cool, aber ein Frostedie finde ich jetzt eigentlich echt noch geil. Ja, mache ich nicht, weil. Jetzt nicht, weil es irgendwie scheiße finde oder so, oder bereits Geist und Eisen-Team habe. Nee, liegt halt eigentlich eher so, es ist eine neue Generation, Leute, es ist die 7. Gen und da will ich eigentlich nur 7. Gen Pokémon im Team haben. Zumindest im ersten Team, da bin ich ein bisschen altmodisch vielleicht. Frei nach Motto, in jeder neuen Generation gibt es auch erstmal nur neue Pokémon im Team. Okay, ja gut, Quatschutz ist eine Ausnahme, aber es ist natürlich sein Modus, dass sich zu Ash Quatschutz entwickelt und so gibt es ja auch nur in der 7. Gen. Deswegen ist das vielleicht eine Ausnahme, wohl, können es eigentlich auch austauschen, aber gegen Wolverock hätte ich eigentlich ein bisschen Angst. Ja, hier auch einfach, zeig jetzt dann im Podium, hey, war die nochmal eine Prüfung oder so etwas? Aber so, Eiskristall fertig, ja, tschüss. Ich bin uns auch ein bisschen verarscht, war. Da bin ich sowieso, da gab es sogar bei der Feen. Da war es so, bei der. Also jetzt zum Beispiel bei der Eiszeitkristall. Wenn ich jetzt die einsetzen würde, woher weiß, wie die Pose geht? Hat mir kein Mensch gezeigt. Heißt es also für mich im Umkehreffekt, die Pose zu kennen ist unnötig. Weil ich mache sie sowieso automatisch. Ich glaube, beim Feen-Zeitkristall habe ich sie auch nicht kennengelernt. Da hat es mir auch nicht beigebracht. Bei Stahl glaube ich auch nicht damals. Generell, die Pose finde ich sowieso ein bisschen bekloppt, wenn er Renseller sein soll. Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Weil bei der Mega-Entwicklung brauchst du auch keine Posen. Das ist einfach nur, vielleicht liegt es ein bisschen am Anime, wa? Weil der ist auch mehr ein bisschen auf Kinder, also welcher Kleinkinder orientiert und zugeschnitten. Das ist ja auch von der Entwicklung so geplant gewesen. Ich habe mal so Gerüchte gehört. Wo glaube mittlerweile sind es eher ein bisschen Fakten. Oder ein bisschen, vielleicht keine Fakten, aber ein bisschen härtere Gerüchte, dass nach dem Sonne-Mond-Anime der Zeichenstil wieder zurückkehren soll. Zu dem, den er aus XYZ so hat, also sprich wieder ein bisschen normaler, ein bisschen erwachsener, nicht mehr so kindlich. Ja, in der Zeichenstil und diese ganzen Abrundungen und dass die Charaktere immer so, ja, halt wirklich so ein bisschen cartoonmäßige Fratzen ziehen und so. Weiß auch nicht, man entweder hast ein Anime oder hast ein Cartoon. Es ist nicht das Gleiche. Klar, es gibt ja auch logischerweise Pokémon ist ein Anime für Kinder, dementsprechend. Aber ganz ehrlich, was hier mit Sonne und Mond abgeht, ist kindlicher als damals in der ersten Staffel war. Die erste Staffel war so eine Mischung, teilweise doch eher ein bisschen kindlich und so, aber nicht unbedingt von den Animationen, von den Fratzen her. Die waren doch eher wieder, würde ich sagen, normal. Aber es hat auch ernste Themen dabei, wo du auch, ja, wenn du halt, cool, wir haben uns Shenlong. Wenn du halt auch so einen Animationsstil hast, einen Zeichenstil. Wie zum Beispiel jetzt hier bei Sonne Mond Anime und dann dir sagst, ja, jetzt machen wir eine ernste Szene, da kannst du gar nicht ernst nehmen, wenn der Animationsstil so kindlich ist. Und eben so cartoonmäßig, wie sollst du da auch eine Szene ernst nehmen können? Aber wenn es mal wirklich ernst ist und es irgendwie, wenn es sogar um den Tod gehen soll, sonst irgendetwas. Keine Ahnung, hat eben irgendein ernstes Thema. Ist halt sehr schwierig, nicht wahr? Scheiße, wieder Vegetarier. Wieso haben die alle Vegetarier?
Und nehmen sich die versteckte Fähigkeit, die ich will. Es ist Berserker. Vor allem eben, Vegetarier bringt uns nichts, weil wer spielt Shenlong, ja ich sage extra Shenlong, wer spielt Shenlong schon physisch? Shenlong spielt man speziell. Wenn natürlich, wenn man sagen würde, Vegetarier erhöht auch einen Spezialangriff, okay, wäre was anderes. Aber nee, Vegetarier erhöht nur den Angriff und Berserker erhöht dafür nur einen Spezialangriff. Das, ja, ich weiß auch nicht. Verstehe sowieso nicht. Bei Berserker hätte ich jetzt gesagt, okay, vielleicht physischer. Weil Berserker ist eher so ein physischer, oder stellen wir sich etwas Physisches darunter vor. Aber wenn du dir Fähigkeit vorstellst, Vegetarier wird von einem Pflanzentag getroffen, warum soll deswegen der Angriffswert steigen? Warum nicht Verteidigungswert oder so etwas? Wäre natürlich auch cool. Obwohl natürlich immer auf eine Pflanzenattacke zu warten. Blah. Und ganz ehrlich, Vegetarier finde ich bringt nur bei Pokémon etwas, bei dem man es auch erwartet, dass sie eintreffen könnten, weil es vielleicht effektiv ist und normal effektiv. Aber Shenlong ist normal Drache. Das heißt, Pflanzattacke machen halben Schaden, wir setzen eine Pflanzattacke an. Das ist doch unlogisch. Du wirst nie im Competitive, wirst du niemals einen Shenlong mit Vegetarier sehen. Da spielt ja keiner, bringt ja auch nichts. Also der Gegner macht irgendwie Schlafpuder oder Egelsamen, aber ja, Stachelsporen vielleicht aber auch Pflanze. So Attacken aber auch dann. Oh, ich frage mich, ob sich da überhaupt Vegetarier auslösen lässt. Hier steht es gerade, Attack is rise by one stage, when the Pokémon is hit by a Grass-Type Move. Hit heißt ja eigentlich nicht eine Statusattacke, also Hit, ja, Treffen, verstehe ich, Angriff. Da jetzt physisch oder speziell, aber sich immer ein Angriff. Der halt Schaden macht. Da geht noch nicht raus, weil eben hier wäre der Weg bereits fertig. Komm, ein Shenlong noch und bitte mit Berserker. Schwert und so wäre mir sogar scheißegal. Ja, ist natürlich auch so ein zweiständiges Schwert, war die Aussagen. Wesen und Stats und so, die man sagen, hey, egal, ich will ein Berserker. Und sonst muss ich das Offscreen fangen. Das wird lustig, wa? Ja, warum eigentlich nicht? Stimmt, wir können es eigentlich Offscreen fangen, plus Offscreen noch trainieren. Obwohl, ne, trainieren will ich eigentlich weniger. Also jetzt schon. Obwohl doch, dann müsste ich... Oh, scheiße. Ja, in der Weg ist nicht mehr weit zu liegen. Und dann... Oh. Könnte wohl noch schneiden, Stieg. Ich kann ja schneiden. Hab ich ganz vergessen. So. Bitte lass es das sein, was er will. Bitte, bitte. Nein! Oh, das gibt's nicht. Wir haben alle vegetarischen. Entschuldigung, haben alle weiblichen Shenlong Vegetarier drauf. Das ist ja ziemlich rassistisch, war? Heißt das, dass nur Frauen Vegetarier sein können? Oder dass Frauen gar kein Fleisch essen dürfen? Kannst du dir das so vorstellen? Nee. Ich sehe auf der Liste, es ist 50-50 eigentlich. Ob es männlich oder weiblich ist. Und ich glaube, in Fee kann es auch so 50-50. Also nur bei der Versteckten, aber das ist was anderes. Und so eine andere Frage. Kann Shenlong eigentlich SOS rufen? Ich glaube nicht, wahr? Sieht nicht so aus. Er hat es vorhin anders gemacht, ich weiß, aber da das einfach mal, ich guck mal ganz kurz. Da wäre es in dem Fall sogar cool gewesen, wenn ich wirklich das Pokémon abpassen können, was mir gefallen hätte. Jetzt notet auch noch Toxin drauf, weil, aber auch erst erfahren, da wusste man gar nichts. Und dann gegnerisches Pokémon in Sonne Mond, was SOS, also sprich was Mitstreiter rufen kann. Wenn das aber eine Statusveränderung aufweist, also ich glaube vor allem Verwirrung zählt glaube ich nicht, aber wenn es halt, oder vielleicht doch, keine Ahnung, aber wenn es halt so etwas hat wie Paralyse, Verbrennung, Vereisung und so etwas, dann kann es nicht um Hilfe rufen. Bei Eis verstehe ich es, bei Schlaf verstehe ich es auch. Wäre doof, wenn es schläft und Hilfe rufen könnte. Bei Paralyse, jo. Könnte ich jetzt auch verstehen, wenn zumindest die Chance gedroppt wäre. Aber warum das ein Pokémon ist vergiftet ist, nicht um Hilfe rufen können, das verstehe ich nicht. Das gibt überhaupt gar keinen Sinn. Im Gegenteil, wenn du, ich weiß, wieder sehr logisch bezogen und so, wenn du halt im Real Life vergiftet wirst. Was natürlich keinem Wunsch und so, natürlich nicht, ganz im Gegenteil.
wünsche natürlich nur das Beste, aber eben, wenn du halt im Real Life vergiftet wirst, was machst du? Du rufst logischerweise um Hilfe. Also nicht so, dass sie sagen, oh, scheiße, ich bin vergiftet, ich kann nicht um Hilfe rufen. Geht nicht. Im Schlaf natürlich was anderes, ist nicht, also als vielleicht Schlafrede. Ja, ist einfach mal so. Okay, ja, ich muss eigentlich zugeben, ich bin doch ein bisschen überrascht, wir hatten jetzt in dieser Folge haben wir bei 10% bloß, es sind nur 10% Chance, dass so ein Shenlong auftaucht, kam es immerhin schon 3-mal. Das ist relativ viel. Und ja, ich mache es noch etwa 2-3 Minuten, bis auf etwa 25 Minuten in meinem Part, so ungefähr. Dann muss ich ein paar beenden und werde da das richtige Shenlong halt offscreen fangen. Farmen vor allem, natürlich auch fangen. Und vielleicht auch noch trainieren? Fragezeichen. Also du das Team trainieren, wollte ich gerade sagen, war. Spitznamen geben für das Teil. Würde ich dann mit eurem noch machen, mit meinem Namenbewerter und so, weil. Ja, ich habe natürlich einen Namen Petto. Aber ich wollte es eigentlich nicht dem falschen Shenlong geben. Du bist der falsche Shenlong! Nee. So. Suchen wir es. Wir haben noch knapp 3 Minuten Zeit, Leute. Könnte ich es irgendwie triggern? Ich glaube ja weniger, weil... Ach, mit Level kommt es überhaupt. Es erscheint halt 42 bis 45. Unser Team ist natürlich alle schon stärker. Ja, wohl auch. Was aber früher noch ab und zu gemacht hat, zum Beispiel ein Areal hat es mit, sagen wir irgendwie 5 Pokémon, die da auftauchen können. Eines war ein seltenes, was vielleicht sogar nur bei 5% und so etwas kam. Aber du wusstest, okay, es hat dafür ein Level Cap. Es erscheint irgendwie auf Level 42 bis 45 als Beispiel. Und alle anderen Pokémon in diesem Gebiet erscheinen bis maximal Level 44. Dann kannst du nur sagen, okay, nimm so Pokémon Level 45, packst vorne ins Team, in die vorderste Position und gibst oder machst dir einen Top-Schutz. Was passiert logischerweise? Du läufst lange herum, bis irgendwann eben nur das Pokémon kommen kann, was das gleiche Level hat oder darüber. In diesem Fall wäre es halt das seltene Pokémon. Die anderen können nicht kommen in den Schutz. Und so kann es auch noch ein bisschen triggern, weil, ich meine, jetzt wäre natürlich die Chance gewesen, dass noch so ein Shenlong kommen würde. Jetzt sagt sich aber Absol, nö, meine Chance ist höher, dass er komme, ich komme zuerst. Klingt wieder falsch, ich weiß. Und jetzt geht halt die, ja, es geht halt die Suche von vorne los, wa? Wieder neu berechnet, bis etwas kommt. Ja, zumindest war es früher so. Ein bisschen mit 5. Generation noch. Oh, was hat das auch so gemacht? Weiß gar nicht mehr. Ist schon so lange her, Freunde. Auf alle Fälle sind bereits über 3 Minuten vorbei. Wir haben noch knapp 2 Minuten. Wo ich es noch testen möchte. Ob das Shenlong kommt. Wenn nicht, dann eben... Ja. Offscreen abwarten. Shenlong wäre ja auch ein cooler Name, war aber nie. Obwohl, doch, warum eigentlich nicht? Ja, natürlich Deutsche schon, ne? Shenlong, da machen wir einfach Shenlong draus. Ist nicht gerade originell, wa? Aber Shenlong, wenn wir gerade beim Thema Dragon Ball sind, ich habe mir sogar einen Dragon Ball Namen überlegt. Also, ne, im Prinzip waren es 2, war der eine. Ich glaube, das ist der, den er irgendwie im... Ich glaube, sogar im Englischen hätte. Ein ähnlicher, ne? Im Englischen heißt er Grandpa. Dann haben wir überlegt, von wegen, ja, man könnte ja auch Grandpa sagen oder Opa oder so, aber eben das ist auch ziemlich naheliegend. Wären noch knapp 30 Sekunden, die ich mir jetzt hier geben möchte. Das heißt, das nächste, übernächste muss es sein, sonst was das in diesem Part. Und ich muss es echt oft fangen. Ja, okay. Das war jetzt der zweite Versuch. Ich mache noch einen. Wenn es euch klappt,
ja, Offscreen suchen, fangen, Team trainieren, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Weil eben die Liga ist nicht mehr weit weg und ich will, bevor wir da eigentlich dann schon bei der Liga und so sind, will ich eigentlich noch einen Ernstkampf mit den ganzen Team bestreiten, mit dem ganzen neuen Team vor allem. Wo ich eben noch ein bisschen gucken werde, ob ich da vielleicht doch wieder Idefix reinpacken, dafür Quatschutze raus, damit ich wirklich nur ein Generation 7 Team habe, oder mache es eigentlich so wie es jetzt geplant ist, Idefix draußen, weil es so anfällig ist, oder halt nur Gestein und Unattacken hätte. Damit Quatschutze ein bisschen besser dastehe und so. Naja, gut. Es sollte leider nicht sein, Freunde. Trotzdem mal vielen Dank fürs Zusehen. Wie bereits erwähnt, ich werde jetzt da nach Shenlong suchen mit dem richtigen Wesen und dann... nicht Wesen, Fähigkeit natürlich, Entschuldigung, Wesen ist mir egal. Aber Fähigkeit will ich nicht Vegetarier haben, wenn es geht. Ich suche mal das andere, wenn es lange dauert. Naja. Und dann nächste Folge mit dem Team, was ich hoffentlich bis dahin auf Level 55 trainiert habe. Das ganze Team bis dahin, ja, müsste klappen. Quatschutz geht sowieso schnell. Kaipora will ich auch. Wohl, eigentlich gehen alle schnell, da kriegen ja alle spezielle Erfahrungspunkte und so. Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.